Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir sind ja gerade kurz davor, mit dem Seelentyrann zu kämpfen. Also wir haben es in der letzten Folge schon mal versucht und ich habe jetzt gedacht, ich rüste mich jetzt einmal richtig gut aus, aber jetzt muss ich mir zuerst mal schauen, dass ich mir den Weg kann plus minus auswendig merken. Also ich hoffe, ich bringe das irgendwie an. Wir müssen ja einmal da durch und dann eigentlich alles aufwärts und dann komplett über. Weil dann kann ich nämlich meinen Kompass rausnehmen. Und danach würde ich gerne eigentlich noch zum Verteidiger runtergehen. Mir ist schon in den Kommentaren gesagt worden, dass sich dort blöd gesagt, ein Geheimversteck unterhalb vom Boden befindet. Und jetzt muss ich ganz schnell schauen, weil der befindet sich auch dann da beim unteren Pfeil zu. Und irgendwie kann man sich dagegen abschlagen. Das wollte ich mir dann noch schnell anschauen gehen. Also wenn wir es anbekommen, den Tyrann zu besiegen. Das heisst für mich, ich suche mir jetzt eine gute Kombination aus. Der schnelle Hieb bringt uns momentan wirklich nichts. Und den Kompass nehmen wir auch mit raus. Jetzt ist die gute Frage, schwere Frage, was nehmen wir mit? Ich persönlich würde sagen, wir brauchen allgemein ein bisschen Passivschaden. Die Frage ist, was macht das am besten? Eigentlich schon fast unser glühender Mutterleib, aber für das haben wir einfach viel zu wenig Seelen am Start. Weil ich dann gerne mein Leben müsste mal ab und zu nachfüllen, weil er halt wirklich ein schwieriger Gegner ist. Darum bin ich gerade überlegt, ob wir unsere Spinneli mitnehmen, aber ich weiss nicht, ob die gut Schaden ausrichten. Weil in der zweiten Phase wird er ja ziemlich schwierig, muss ich sagen. Ich bin mir überlegen, meinen Schatten mitnehmen, aber ich weiss nicht, ob ich mit dem Schatten allgemein kann Schaden ausrichten gegenüber ihm. Würde ich aber mal sagen, sonst nehme ich lieber mal mein Traumschild mal wieder mit, weil das macht einen guten passiven Schaden und eigentlich mein Larvenlied, damit wir wirklich genug Seelen am Start haben. So, wir probieren es mal in dieser Kombination und ich würde sagen, let's go. Ich muss jetzt einfach wirklich schauen, dass ich mir den Weg auswendig merken kann. Ich habe jetzt schon vergessen, wo ich durch muss. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Menno. Das wird mühsam, aber ich glaube nicht. Nein, komm, das bringen wir an. Das bringen wir an. Auch ohne Kompass finde ich jetzt den Weg. Ich glaube, einfach einmal alles aufwärts und dann sollte das schon gut kommen. Dann sollte das irgendwie schon gut kommen. So, ich versuche mich jetzt da... Nein, ich glaube, da können wir den Lift benutzen. Bin mir ein bisschen unsicher, aber ich hoffe mal, das kommt gut. Ich hoffe mal, das kommt gut. So, das Traumschild macht das ja ein bisschen langsamer, ist mir mal gesagt worden, aber im Großen und Ganzen versuche ich halt eher... Jetzt sollte da, glaube ich, ein Magier auftauchen. Eher defensiv zu spielen gegenüber dem. So, dann haben wir ihn gerade besiegt schnell. Dann sammle ich aber meine Taler noch ganz kurz mit ein. Ich weiss aber immer noch nicht für was. Für was brauche ich unbedingt noch das Geo? Ich habe keine Ahnung für was. Aber vielleicht finden wir ja noch irgendetwas, wo wir dann gegen ihn kämpfen können. Das Wichtigste ist jetzt einfach mal den Gegner zu besiegen, dass wir unsere Essenzen auffüllen können. Ich hoffe, wir erhalten genug von ihm. Bei 1200 können wir ja dann nochmal unseren Nagel verbessern gehen. Und das wäre halt natürlich nicht... Opa! Ui! Fast verwutschen lassen. Das wäre jetzt sowas von unnötig. Wir müssen wirklich schauen, dass wir eher Seelen einsammelt auf dem Weg, anstatt uns zu treffen lassen. Und dann sollte die ganze Sache eigentlich ziemlich gut kommen. Sammeln wir das dann noch kurz ein und ich glaube, wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Laut meiner Erkenntnis, die in meinem Kopf stattfindet, sollte das eigentlich gut funktionieren. Da unten haben wir ja, glaube genau, auch noch ein paar Behälter. Dann haben wir schon ziemlich viele Seelen am Start. Da hat es keinen Weg. Ich glaube, da habe ich ein paar Mal drauf geschlagen. Aber ich würde mal sagen, wir probieren es jetzt gerade nochmal. Die Leiche liegt da unten parat. Okay. Dann würde ich sagen, let's go. Oh, ich hätte noch mein Portal öffnen. Aber ich bin mir ziemlich unsicher, ob man sogar dann überhaupt... Nein, stimmt. Wir sterben ja nicht. Wir erwachen direkt wieder neben den Leichen, wenn wir fehlen. Aber ich würde sagen, let's go. So, sind wir parat. Jetzt wird's wild. So, ich versuche mich aber direkt mal auf die linke Seite zu schlagen. Opa. Ah, das war dumm. So, schön einen Treffer geben. Genau, und jetzt immer durch den letzten Gumpe. Ich sollte mir, glaube ich, das Leben können anfüllen. Jawohl. Nice. Oh Mann! Das war dumm. Ich kann nicht erwarten, dass er jetzt mit einem Doppelschlag kommt. So, gerade 2 Treffer. Das Traumschild hilft mir gut nach. Wow, das war knapp. Das war knapp. Nice. Okay. Ich glaube, wenn wir es so weitermachen, funktioniert das ziemlich gut. So. Ja, so funktioniert das Plus-Minus bis jetzt nicht einmal so schlecht. Wenn die Kugeln kommen, kann ich mir noch schnell das Leben anfüllen. So.
Menno! So, so. Wie viel willst du spucken? Das Tränenschild haltet recht viel ab, muss ich sagen. Also, der gefällt mir ziemlich gut. So, ich glaube, wir haben sogar zweimal getroffen. Nice. So, oder? Nice, nice, nice. Okay. Ah! Dumm gewesen, dann warten. Genau, jetzt können wir gerade nochmal unser Leben anfüllen. Okay. Sollten wir aber langsam mal ein bisschen vorwärts kommen. Okay, so. Nice. Nice, nice, nice. Bis jetzt läuft es ziemlich gut. Nice. So, oder? Okay, okay. Come on, come on, come on. Der Kampf geht einfach halt länger als erwartet, im Allgemeinen. Okay, kommt er wieder mit denen. Ich würde sagen, wir machen direkt immer so einen Schlag und dann einen gegen rauf. Dort fehlt mir ja immer noch eigentlich mein erweiterter Schlag, also dunkel, also dass es dunkler ist. Nice! Nice, erste Runde haben wir durch. Ah, zu spät gewesen, zu langsam, viel zu langsam. Okay. Okay, 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 okay. Wir schlagen uns so weit, glaube ich, nicht einmal so schlecht. 3-mal müssen wir ihn ja runterhitten, dann geht er runter. Ah, das war schon gewesen. Okay, in dem Fall sind wir jetzt auf dem Endspurt. Das heisst, jetzt müssen wir noch einmal gegen ihn kämpfen, ganz da unten. Das ist in meinen Augen der schwierigste Teil. Weil ich nicht genau weiss, wenn ich auf ihn draufschlagen soll. Aber ich würde sagen, let's go. Wir haben sogar Seelenführung. Sollten wir irgendwie anbekommen. So. Genau, da immer gemütlich ausweichen. Ah, jetzt soll ich mich treffen lassen. Ah, ich kann mich da nicht heilen, okay. Okay, jetzt kommt er wieder. Okay. Gut, mit heilen wird, wie es aussieht, nix. Ich muss wirklich schauen, dass ich mich jetzt einfach nicht mehr treffen lasse. Okay. Bis jetzt läuft es, glaube ich, einmal nicht einmal so schlecht. Ja, das ist dumm. Ah, das ist dumm, noch 2 Leben. Haben wir es geschafft? Jawohl! Ich fühle aber lieber mein Leben gerade mal nach, bevor da vielleicht noch... Nein, wir haben es geschafft! Nice Sache, wir haben es geschafft! Das heisst, wir können jetzt mehr Essenzen über. Die Frage ist jetzt einfach, wie viel? Let's go! Aber muss jetzt erst zuhören. In meinen Träumen konnte ich sehen, die Rettung des Königreichs, die Heilung der Seuche. Die Antwort lag in der Seele, die unseren Körper Leben einhaucht. Aber der König, warum? Er hat sich gegen alles gestellt, was ich tat. Seine Eifersucht, sein Wahnsinn, er stellte sich gegen mich und nahm mir meine Unsterblichkeit. Nun sind der König und sein Reich tot, doch ich werde ewig weiterleben. Okay, nice, nice, nice. Wir nehmen dich auf. Oh, ey. 1228. Wir können unseren Nagel verbessern. Nice. Nice, nice, nice. Das heisst, wir können uns jetzt eigentlich in die ewige Ruhestätte begeben. Oder wir können unseren Traumnagel zuerst verbessern. Aber ich würde sagen, das Wichtigste ist jetzt zuerst mal meinen Kompass wiederholen, weil, eben, wie gesagt, ich bin dadurch ziemlich planlos. Und ich würde mal behaupten, unser Traumnagel hat uns eigentlich ziemlich weitergeholfen. Ich glaube, unser Schild. Aber ich glaube, ich fühle da gemütlich zuerst mein Leben. Ah, no. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Wieso, dass noch so viele Kröte auftauchen? So,
Da sind wir wirklich schon ziemlich gut dran. Nice. Jetzt fehlen uns auch nicht mehr allzu viele Seelen. Essenzen. Ich weiss aber gar nicht mehr. Das ist mein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo ich die nächsten Essenzen bekomme. Eben, wir haben noch den einen Kampf gegen den Ritter, aber der haut mir so eins auf den Kopf. Also wir haben es gegen ihn probiert. Aber keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde noch einen anderen Gegner, gegen den wir kämpfen können, wo mir vielleicht ein bisschen leichter fällt. Und ich hoffe, dass ich da irgendwie den richtigen Weg... Jawohl, ich glaube, wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Okay. Soll ich auch sagen, dass wir den richtigen Weg wieder da rausfinden, aber das sieht ganz danach aus, als schafft es der Löli doch noch irgendwie da rauszufinden. Wir gerade mal schauen, dass wir da wirklich richtig sind. Nicht links, ich glaube, wir müssen abwärts. Ich glaube, wir sind richtig. Sind wir richtig? Jawohl! Es sieht ganz danach aus. Jetzt haben wir Papier vom Conifer. Der ist mir auch im Weg gestanden und da oben haben wir dann unser Bänkchen. Nice! Hey, nicht runterfallen. So. Dann tun wir hier direkt einmal noch mal schnell unser Dings wechseln und dann nehmen wir unseren Kompass mit. Unser Traumschild behalte ich gerade mal bei uns. Ich finde die Kombination gut und ich habe das Traumschild irgendwie einfach mega gern. Ich glaube, das heisst Traumschild, oder? Können wir schon nochmal angüchseln, dass ich da irgendetwas Falsches sage die ganze Zeit. Ja, Traumschild, alles klar. Alles klar. Dann würde ich jetzt sagen, jetzt machen wir uns ab zum Dungeon-Verteidiger. Für das gehen wir direkt mal zu unserem Hirschkäferweg. Danach können wir uns ja auf den Weg machen in die ewige Ruhestätte. Oder wenn wir zuerst in die ewige Ruhestätte... Nein, komm, wir gehen doch direkt zuerst in die ewige Ruhestätte. Und nachher machen wir uns auf ab zum Dungeon-Verteidiger. Ich glaube, der heisst so, Dungeon-Verteidiger. Und dann schauen wir mal schauen, was dort für ein Geheimgang sich verbirgt. Ui, die schiessen da mit der Speer umeinander. Komm jetzt. Das müsste jetzt auch nicht unbedingt sein. So. Jetzt haben die mir so viel Leben gezogen. Aber Gott sei Dank haben wir gerade oben noch schon gemütliches Bänkchen. Und wenn ihr wisst, wo ich jetzt noch mehr Essenzen erhalte oder wo ich nochmal einen Boss machen kann, dass ich noch mehr Essenzen bekomme, dann schreibt mir doch das bitte liebend gerne in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen, weil ich würde gerne noch etwas machen. Ich würde gerne nämlich alle meine Sockel haben, bevor wir uns am Endboss stellen. So, let's go. Dann gehen wir zuerst in die ewigen Ruhestätten. Dann gehen wir unseren Traumnagel verbessern. Und nachher machen wir uns ab in die Kanalisation. Ich glaube, das heisst ja so. Und dann schauen wir uns schnell mal nach, was dort für ein Geheimgang existiert. Weil mich das ziemlich wundernimmt. Ich bin halt eine kleine Wundernase. So, dann sind wir hier in der ewigen Ruhestätte. Dann gehen wir gemütlich unseren Nagel verbessern. Ui. So. Let's go, let's go. Sally, wir sind wieder da. Unsere liebe Seherin. Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf deinen Traumnagel werfen. Der Traumnagel leuchtet hell. Er enthält über 1200 Essenz. Wenn ich hineinsehen kann, kann ich so viele Erinnerungen sehen, die mich anschauen. So viel, die wollen, dass man sich an sie erinnert. Keiner von uns kann ewig leben, also bitten wir diejenigen, die uns überleben, sich an uns zu erinnern. Behältst du etwas im Sinn, wird es mit dir weiterleben. Vergisst du es aber, ist es für immer versiegelt und verloren. Das ist der einzige Tod, auf den es ankommt. Ha, so sagt man. Aber genug davon, nimm dieses Relikt und kehr mit 1500 Essenzen zurück zu mir. Geh! Arkanes Ei? Was ist denn ein Arkanes Ei? Ah, das sind dann so Teile, die man verkaufen kann, eigentlich. Aber wir brauchen das momentan nicht wirklich, weil wir ja eigentlich für nirgendwo mehr Geo brauchen, soweit ich das weiss. Das Einzige, was ich gerade am Überlegen bin, wenn wir schon da sind, ich bin am Überlegen, ob wir versuchen, hier in der ewigen Ruhestätte die Geister hier herauszufordern. Aber ich weiss nicht, ob man das darf. Wenn ihr da über mehr Informationen habt, ob man die da besiegen darf, dann dürft mir doch das bitte gerne auch in die Kommentare schreiben, da würde ich mich ziemlich darüber freuen, weil dann lege ich mich mit denen an, um noch mehr Essenzen zu sammeln. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt einmal zuerst ab zum Dungeon verteidigen und schauen mal nach, ob wir nicht etwas Gemütliches finden. Jetzt muss ich aber schon auf der Karte schauen, wie wir am besten dort ankommen. Weil cool wäre natürlich auch, wenn wir mal mehr Maskenteile finden würden. Also wir müssen da hin, wo der untere Pfeil ist, da müssen wir hin. Wie kommen wir am schnellsten dort hin? Ich würde sagen über die Station des Königs. Und dann eigentlich da abwärts und dann da zwischendurch. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Darum würde ich sagen, let's go. Wenn wir zur Station des Königs. Auf geht's. Und dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal von näher an. Jip, jip. So, dann speichere ich aber ab. Man weiß ja nie, was so auf dem Weg passiert. Dass wir dann auch wirklich gemütlich in der Nähe sind. So, Station des Königs.
Und dann müssten wir einmal alles komplett durch. Versucht mal etwas aus. Vielleicht können wir ja da irgendwie einigermaßen durchfliegen. Jawohl. Spart uns wenigstens ein bisschen Zeit. Und dann ab in die Kanalisation. Nice. So, bin ich jetzt da richtig? Jawohl, und jetzt sollten wir eigentlich, laut meinem Wissen, ohne dass ich da jetzt in die Stacheln hineingehe, ich glaube, da unten können wir... Ah, da kommen wir durch. Okay. Nice, nice, nice. Dann sind wir da sogar ziemlich schnell und irgendwie sollte sich da ein Weg gegen runter befinden. Jetzt muss ich aber schnell güchseln, ob sich da irgendwie ein Boden bewegt oder irgendetwas. Ich wüsste nicht genau wo. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht genau wo. Für mich sieht das aus, als würde sich der Boden nirgendwo bewegen. Da hat es ein paar Rissli drinnen, aber... Komm, ich kann irgendwo... Nice, okay! Oh, ich habe es gerade gefunden! Oh mein Gott, nice, 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 nice. Es hat nämlich so aus, als hätte es ein Rissli... Und da unten liegt er auch. Der ist völlig am Schlafen, am Schnarchen. Dann lassen wir ihn ganz kurz schnarchen, dafür schaue ich jetzt noch schnell im restlichen Teil um. Hallo, Betrachten? Königsidol! Nice, danke für dem Fall viel mal für den Hinweis. Das heisst, wir können jetzt nämlich auch ihn herausfordern und noch mehr Essenzen sammeln. Dann würde ich sagen, let's go! Probieren wir es gerade mal schnell aus, ob ich das noch anbringe. Nice, nice, nice. Okay, wir finden uns da. Muss ich jetzt rechts oder links gehen? Gehen mal links durch. Und das sieht auch danach aus, da hat es so Stacheln an der Decke oben. Was bedeutet für mich, da werden wir wahrscheinlich in den Kampf hineingehen. Weißer Verteidiger! Okay, jetzt muss ich schnell... Ich weiss gar nicht mehr, wie der funktioniert. Ich schlage einfach mal drauf los. Mal schauen. Epa! Pinch! Hä? Was ist denn das für eine Fähigkeit? So. Okay. Ich muss aufpassen, weil dann kommen ja plötzlich mal noch so Stacheln, ne? Genau, die habe ich gemeint. Epa, noch 2 Leben. Noch 1 Leben. Ich versuche jetzt... Ich kann schnell mein Leben irgendwie nachfüllen. Okay. Okay, okay. Oh, jetzt ist er voll in mich reingetaucht. Ja, hoppla. Oh, und wieder nur noch 1 Leben. Nein! Okay, okay. Aber er ist gut machbar. Er ist gut machbar. Ich muss mich jetzt einfach zuerst an seine Fähigkeit wieder gewöhnen. Und vielleicht wäre bei ihm sogar noch etwas anderes angebracht. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Phasen er hat oder was auch immer. Aber ich würde sagen, am besten schauen wir es uns einfach nochmal an. Nochmal rein in die Meute. Rein in die Meute. Jetzt wird's wild. Zweiter Versuch. Bei ihm würde vielleicht sogar der schnelle Hieb helfen, dass ich ihn mehr treffen kann. Makunda! Dann schauen, dass er... Genau, da zwischendrin. Wenn er die rührt, muss ich auch ein bisschen aus dem Weg. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die kann man noch wegschiessen, die Bälle. Opa, jetzt bin ich genau noch reinknuddeln. So, dann haben wir da seine Stinkwolke. Aber ich weiß gar nicht, ob die bei ihm etwas... Oh, oh, oh. Die etwas bewirkt überhaupt bei ihm. Weil wir haben die ja eigentlich von ihm erhalten. Oh. Menno! Ja gut, wir können die auch kaputt machen, das ist gut zu wissen. Okay. Ah! Dumm gewesen. Versuche mich da schon heilen. Okay. Haben wir wenigstens ein bisschen unser Leben können anfüllen. Was? Die Fähigkeit, ich check einfach nicht, welche Fähigkeit wen kommt. Das ist einfach ein bisschen mühsam. Okay, der taucht wirklich extra unter mir auf. Nein! Okay. Er ist machbar. Er ist machbar und wir schaffen das auch. Wir schaffen das auch. Fafunda! Genau, du sagst es. Das andere ist... Wo ist das nächste Bänkchen? Eigentlich schon fast in der Stadt drin. Ich probiere ihn jetzt einfach nochmal. Und sonst würde ich sagen, rüsten wir uns nochmal neu aus. Ich kann hier eigentlich ein Portal eröffnen und dann ab zum Bänkchen. Und vom Bänkchen aus können wir uns dann wieder hier teleportieren. Sagen, let's go!
Magunda! Sogar sein Schnäbi ist verdeckt mit... Opa! Ich lasse mich da einfach am Anfang immer zu viel treffen irgendwie. Uep. Okay. Die Frage ist wie viele Phasen er hat. Die Fähigkeiten erkenne ich noch nicht, wenn er die... Opa! Ist gerade zweimal hintereinander. Okay. Nice, nice, komm. Schön ausweichen. Oh! Okay. Ich lasse mich immer unnötig treffen von ihm. Ich wüsste nicht, wie ich ihm sonst Schaden machen soll. Nein, oh, wow, wow. Also er wird immer schneller gegen das Ende. Und jetzt muss ich mich genau daran erinnern. Ich glaube, wenn ich gegen runter drücke, öffne ich das Portal. Jawohl, okay. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg zurück zum Bänkli. Und von dort aus können wir uns dann wieder zurück teleportieren. Und dann können wir uns einfach mal neu ausrüsten. Und dann würde ich sagen, dann hauen wir ihm jetzt einfach eins auf den Latz. So, weil das Traumschild bringt mir auf eine gewisse Art und Weise schon viel. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, bei ihm wäre der schnelle Hieb mehr von Vorteil. Weil wir halt wirklich hauptsächlich Schaden machen, indem dass wir ihn hauen. Und ja, so würde ich ihm halt mehr Damage machen, weil ich viel schneller auf ihn drauf losschlage. Dann würde ich sagen, let's go. Oh, den habe ich übersehen. So, da hinten sollte sich nämlich dann auch schon das Bänkchen befinden. Aber nochmal, danke vielmals für den Hinweis, dass ich jetzt direkt nochmal jemanden gefunden habe, wo ich meine Essenzen nachfüllen kann. Und ich würde mal behaupten, in der nächsten Folge bringen wir das sicher gut an, vielleicht mit anderen Sockeln. Aber ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir doch ein kurzes Päuschen und sehen uns sonst in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit uns, eurem Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten, danke vielmals für eure Hinweise und Tipps. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht, irgendwann einmal. Danke vielmals und ciao!